Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ein paar Worte wollte ich auch noch verlieren zum Thema Abonnente. Ich weiß ja, was ich an meiner Abonnente habe und ich danke euch alle auf jeden Fall, alle Stammzuschauer, die auch wirklich jedes Let's Play bei mir gucken oder die Spiele, die ihnen gefallen. Also dafür nochmal großes, fettes Danke an euch alle. Ihr seid echt die Beste, ohne euch wäre das alles nicht möglich, dass ich hier überhaupt weitermache. Aber Tino E kann ich definitiv nur empfehlen. Are Pelzerin, sie Let's Play zwar nicht auf Pelzig, aber es ist Are Pelzerin und die macht's absolut großartig. Guckt doch mal bei ihr rein, ich kann sie wirklich nur jedem weiterempfehlen. Gerade die Leute, die Classic Let's Plays mögen. So, jetzt rennen wir mit dem Kartenverkäufer, genug über Abos gequatscht. Ja, ist es nicht zu spät, tragt euch einfach in die Turnierliste ein. Wie jedes Jahr so hat auch nur derjenige das Recht gegen den Champion anzutreten, der 2 Siege für sich verbuchen kann. Seht ihr den Champion, so erwartet euch einen luxuriösen Preis. Sag mal, was ist denn das für ein amtierender Champion? Was ist denn das für einer? Ein Tausendsasser von einem Tausendsasser. Nicht doch so ein Tausendsasser. Das wisst ihr nicht. Wenn ich es euch verrate, dann versteht euch den Spruch. Verdammt, wer ist denn jetzt der Champion? Naja, also eigentlich ist es, Ja, leck mich doch fett, hat der Teufel in der Garde geschissen. Ein goldiges junges Mädel mit so einer Matrosenuniform. Die muss ich einfach spielen. Genau, tragt euch also am besten gleich in die Liste ein. Ja, okay, klar, bin dabei. Auf meinem Weg ins Finale mache ich jeden platt. Hauptsache ich sehe ein Mädel in Matrosenuniform. Ach, Pappsack. Schön, nachdem ihr nun offiziell angemeldet seid, dann tritt er bitte durch die Tür ins Stadion ein. Ihr bekommt dann automatisch einen ersten Gegner zugewiesen. Alle hopp. Schau mal. Immer der Fochelmensch mit seiner Tröte. Oh, gegen den Dachboden-Luke. Das ist bestimmt auch ein ziemlich cooler Typ. So ein bleicher Sonderling wahrscheinlich. Okay, dann nehmen wir unser Team doch mal. Aber bleiche Sonderlinge bereichern so Spielewelt. Es wäre kein Trading Card Game, wenn der amtierende Champion nicht irgendein bleiches Sonderling wäre. So, oder halt gelangweilt die Matrosin. So, was haben wir denn da eigentlich Schickes? Mithril-Schwert. Montisaurus. Mephisto-Libelle. Ich glaube, ich nehme den Golem. So. Dann schauen wir mal. Oh nein, ich bin auch noch dran. Die Ecke ohne ist natürlich der Joker. Die könnte ich jetzt natürlich für mich beanspruchen, aber lass mal gut sein. Wir nehmen erstmal die Yeti-Fresser. Ui! Okay, dann gucken wir, dass wir unser Yeti-Fresse irgendwie gegen uns... Jo, dann kann er nämlich den absorbieren. Hier. Okay, Tja, der hat's gut verbaut. Da muss ich Dendo jetzt besiegen. Genau, dann strahlt der so rüber. Jetzt muss ich irgendwie meine eigene Hansel... Nein! Nein! Das gibt noch ein Perfekt hier. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Okay, wenigstens nicht mit Pauke und Trompete verloren, aber unser Yeti-Fresse ist mal weg. Na, scheiße. Tja. Oh, ihr habt verloren, tut mir aber leid, aber nicht verzagen, ihr könnt sofort im Arsch verlangen. Tretet ein, versucht nochmal euer Glück, wenn nicht, dann seid ihr ein Feigling. Dem werde ich zeigen. Lass mich dann von so einem Vogelmensch hier fertig machen. Schon wieder der Dachboden-Luke. Okay, Dachboden-Luke. Tja. Bleibt mir nur noch die hier. Dann... Tja. Nehmen wir doch die mal stattdessen. Nehmen wir Dendo mit. Die ist auch nicht verkehrt. Und dann noch einmal. So, hoffen wir, dass es jetzt besser geht. Ah, scheiße, ich hasse es, Art zu fangen. Ich bin überhaupt kein Fan davor. Fängt das wieder an. Okay, Golem. Okay. Dann muss es so sein. Gut, sehr schön. Dann haben wir den hier. So. Okay, trotzdem gewonnen. Dann hätte
Hätte ich ganz gern den Sandgolem hier. So, Majeti-Fresse kann er meinetwegen behalten. Okay. Glückwunsch zu eurem Sieg in Runde 1. Seid ihr bereit für Runde 2? Tretet ein und es geht sofort los. Ups, erste Mal. Heimkehr. Das ist doch schön. Das ist dann wie in Quarnshöhle. Hier hat sich ja nicht viel verändert. Ich weiß noch, wie ich hier runtergeguckt habe und dann runtergebatzelt bin. Großvater war richtig erschrocken und ist mir gleich zur Hilfe gekommen. Leider habe ich seitdem... leide ich seitdem etwa an Höheangst? Ja, möglich. Durchaus möglich, Vivi. Oh, hier ist ja alles verstaubt. Kein Wunder, hier hat bestimmt schon länger keiner mehr sauber gemacht. Am Ende hat Großvater auch nichts mehr gegessen. Deswegen ist die Panne recht völlig verroscht. Ich weiß noch, als er gesagt hat... Bibi, ich habe die Geheimnisse des Essens ergründet. Sie sind wirklich ähnlich, Quina und Großvater. Ja, vielleicht hat er deswegen auch Quina geheiratet, ne? Igitt. So, dann haben wir Caligula Bishop. Ach, das ist Baron Bishop jetzt anscheinend persönlich. Okay, wenn es Baron Bishop persönlich ist, dann wollen wir doch auch nur mit der A-Mannschaft antreten. So. Das sieht ja ganz gut aus noch. Da haben wir noch einen guten Golem-Erstanner. Und hier nehmen wir auch noch die da. So. Ja, ich hasse es anzufangen. Okay, machen wir durch. Würde ich gerne welche mit Wenig, aber das leider der Einzige nicht durch hab. So ein blöder Mist, so ein blöder. Jetzt habe ich in die Hose geschissen. Es geht nur noch so. Okay. Dann können wir uns den eventuell noch schnappen. Okay. Der geht da noch. Sehr schön. Baron Bishop ging eigentlich recht gut. So, dann holen wir uns doch den hier. Dann müsste es das gewesen sein. Dann könnte ich jetzt wirklich gegen den Champion antreten. Glückwunsch zu eurem Sieg in Runde 2. Seid ihr bereit fürs Finale? Aber seht euch vor, im Finale habt ihr nur eine Chance. Keine Revanche, verloren ist verloren. Wenn ihr Nervenflattern bekommen haben sollt, so sucht euch lieber einen Mokri. Und die Wasseroberfläche ist gedeckt. In Gedenken an alte Zeiten. Wenn dann lieber Vivi, oder? Oh ne, es ist nicht Vivi. Es ist er hier. Nano, was machst du denn hier, Mahakon? Ich entdecke da ganz neuer Seite an dir, so friedliches Wasser zu beobachten. Bist du vielleicht doch ein schöner Geist? Eigentlich hielt ich dich ja nicht für so Dummschwätzerin, aber da habe ich mich wohl geirrt. Du hast recht, vielleicht färbt seine Gesellschaft ein bisschen auf mich ab, wer weiß. Du Mensch, sie dann. Übrigens, hast du gefunden, was du gesucht hast? Naja, ich habe ja eigentlich noch Informationen gesucht. Informationen über den Kutscher. Aber laut munkelnde Besitzer von dem Auktionshaus hier, Baron King, könnte in Wahrheit Kutscher sein. Zumindest erzählen viele, sie hätten hier schon mal jemanden gesehen, auf den Kutschers Beschreibung durchaus passen geht. Aber ob das nun der Baron ist oder nicht? Tja, wer weiß das schon. Bist du vielleicht etwas mein Bester? Vielleicht. Aha, naja, ich denke, ich werde als nächstes der Auktionator überfroren. Wenn jemand genaueres über Baron Kings wahre Identität weiß, dann wohl er. Mach das. Übrigens, wie steht's eigentlich mit dir? Ich werde das Gefühl nicht los, du kennst dich in Treno bestens aus. Bist du letzten Endes vielleicht auch auf der Suche noch etwas, mein Bester? Auf der Suche noch etwas? Wonach könnten einfache Leibwächter wie ich schon auf der Suche sein? Leibwächter? War ein ziemlich langweiliger Job. Bis er Zellermols aufgetaucht ist, jedenfalls. Hä? Ich glaube, ich rede heute ein bisschen zu viel. Warte doch mal bitte. Du bist nicht nur Dummschwätzerin, nee, du schnüffelst da noch gerne in einer Leute Vergangenheit rum. Deine Vergangenheit...
Würde mich wirklich interessieren. Erzählst du mir? So. Du taut da mal ein bisschen auf, wie es aussieht. So, kriege ich hier noch weitere ATE? Ja, tatsächlich. Nur des Lebens wegen. Genau hier war es, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Von wem redest du? Von Zidane. Du kennst ihn also schon von früher? Ja, er scheint sich jedoch nie mehr an mich zu erinnern. Es war zu der Zeit, als ich hier als Leibwächter geschafft habe. Ich hab's mit jedem aufgenommen, egal ob Schläger, Dieb, an mir ist keiner vorbeikommen. Hilfe, ein Dieb! Hehe, war ja mal wieder das reinste Kinderspiel. Wer bist dann du? Sieht fast so aus, als wäre endlich mal ein interessanter Gegner aufgetaucht. Ach so, du musst wohl der neue Leibwächter von Baron King sein, von dem in letzter Zeit alle sprechen. Was die Leute über mich verzählen, weiß ich nicht, aber bisher hat sich gegen mich jedenfalls noch keiner nur ein Minute auf den Bär halten können. Allah, ob du wohl eine Ausnahme bist. Was denn? Du bist ja ein primitiver Schläger. Was war das gerade? Na, mit dir werde ich wohl nicht allzu viel Mühe, aber in weniger als einer Minute habe ich dich geschlagen, wette? Wendmensch, nur dann zeig mal, was drauf hast. Wo ist denn der elende Dieb hier? Hehehe, na dann passe mal auf. Babel nicht, greif endlich an. Wozu? Der Kampf ist doch schon entschieden. Was? Hilfe! Ich komme hier gerade um die Ecke bogen, da ist plötzlich die aufgeflogen und dann kommt der Kerl wie in ihre rausgestärzt. Ich hab mir gedacht, das könnte vielleicht ein Dieb oder sowas sein und wollte mir das aus der Nähe gucken, da fängt er plötzlich auf, mich einzudreschen. Aber das ist doch der Leibwächter vom Baron. Na, umso schlimmer, guck dir doch mal an. Sieht nicht so jemand aus, der sich vom Baron anstellen lässt, um dann friedlich seinen Job noch zu gehen? Naja, ich hab ihm eigentlich von Anfang an schon nicht so ganz über den Weg getraut. Ich gehe Verstärkung holen, halten den derweil in Schach. Ein Tipp gebe ich dir, schreib ihn da gut hinter die Ohren. Der wirklich Starke verbirgt sei stark. Und um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, ein kluger Griff von, wie ging der Spruch doch gleich? Verbirgt sei Klaue oder so ähnlich. Du sagst, also in dem Sinne... Stehen bleibe, Freundchen. Langweil mich nicht. Hey! Keine Bewegung! Tja. Und seitdem wärst du... Steckbrieflich gesucht, du hast der Rote. Das ist eine Linky-Nummer. Was findest du da komisch? Nix, eigentlich nix. Ich stell mir da gerade vor, ich stell mir nur gerade ein verdutztes Gesicht von damals vor, mein Bester. Erspar mir deinen Spott. Ja, tut mir ja leid. So ist es also mit dir und Zidane. Dass du mich nicht falsch verstehst. Weder bewundern noch verachte ich ihn. Ich will nur seine Handlungsweise verstehen. Obwohl er Kraft hat, dreht das er nicht zur Schau. Und er handelt nur im Einklang mit seinen Freunden. Ich will wissen, warum. Vielleicht war es das Schicksal, was euch beide wieder zusammengeführt hat. Die Pfade derer, deren Bestimmung dieselbe ist, werden sich irgendwann kreuzen. Das hat früher oft jemand zu mir gesagt. Ehrlich wert am längsten. Alles, was zählt, ist zu leben. So. Und hier haben wir keine ATE. Wie schaut's dann da wieder aus? Kriegen wir da nochmal eins? Jo. Die Wasseroberfläche ist gedeckt. Ich hab Hunger. Ich zog aus, um den Weg des Essens zu ergründen. Ich hab schon so viel Städtchen bereist. Aber was mir einfach nicht einleuchten will, ist die Sache mit dem Gill. Warum braucht man den Gill, um essen zu können? Das Wasser, in dem sich das Licht spiegelt, das sieht aus wie lecker Pudding. Aber schmeckt auch wie lecker Pudding, wenn ich reinspringe? Nee, das tut bestimmt nicht. Wenn ich reinspringe, dann versaufe ich bloß. Aber ich hab so Hunger. So furchtbare Hunger. Schon wieder ein Selbstmörder. Und wieder einer, der sein ganzes Hab und Gut bei Kartler verloren hat. Jo, schon schlimm, wenn man kein Ausweg wer weiß. Geh in Friede. Gut, wie sieht's dann hier aus?
Vorahnung. Ach, die schon wieder. Ich bin wieder da. Oho, willkommen zurück, Eiko. Na, wie gefällt dir das hübsche Trino? Naja, so lala, werde ich mal sagen. Ich verstehe, der Helm ist es wohl am schönsten, nicht wahr? Ja, stimmt, aber es tut schon mal gut, andere Länder zu treffen. Außer der Mokris habe ich es und Freunde wächst. Das tut mich überhaupt nicht wundern, ne? Nur die Mokris? Was ist da mit einem Volk? Ich meine, deren Haupt auch etwa von einem Horn gekrönt war? Sind die etwa alle? Ja, die sind. Eiko ist jetzt ganz allein. Oh, das tut mir ja leid. Also bist du die einzig noch Lebende der Esper. Warum interessiert sich eigentlich alles so sehr für das Horn von Eiko oder die Bestie oder die Esper? Nee, es ist nur mal von Neugier getrieben, die Wissensdurst. Verzeih bitte die lästig Froherei, mein Kind. Schon gut, übrigens stimmt's, dass du der Hauslehrer von Lilly warst? Ja, das war ich. Na, dann kannst du mir bestimmt verraten, wie ich ach so anmutige Prinzessin wie sie wäre kann. Hoho, die Prinzessin war aber als Kind auch so ein kleiner Wirbelwind wie du, musst du wissen. Das heißt dann, dass Eiko ach so anmutig wird, wenn ich groß bin? Ja, aber sicher doch, lüge ich jetzt erstmal. Spitze. Außerdem hat Eiko jo von Lilly ach so was ganz Prinzessenmäßiges bekommen. Etwas Prinzessinnenmäßiges, sagst du? Ja, Eiko hat zu dem Stechsplitter, den sie hat, auch noch einer von Lilly bekriegt. Noch seiner von Lilly kriegt und Lilly hat 8-2. Das sind doch nicht etwa die 4 legendären Schatzkristalle. Schatzkristalle, genau so hat Lilly die auch genannt. Ich verstehe. Die Kristalle, die plötzlich aus der gesamten Literatur verschwunden sind, wurden aufgedeelt. Und einer ist in Alexandria gelandet, dann einer in Clara, einer in Lindblum und der letzte, der 4. ist über die Esper nach Mordainzari gekommen. Warum hat er die Notwendigkeit bestanden, die Kristalle aufzudehlen und an verschiedene Orte zu verwahren? Was ist dann nur eigentlich vor 500 Jahren passiert? Jetzt ist es mir schon wieder passiert. Tut mir leid, Eiko, aber immer wenn ich in Gedanken versink, dann vergesse ich schnell alles um mich herum. Eiko? Moru, sie rufen mich. Ich hab Moru losziehen lassen, weil sie sich mit ein paar von der Mokris hier treffen wollte, aber irgendetwas ist nicht in Ordnung. Irgendetwas ist doch ganz und gar nicht in Ordnung. Eiko muss sofort zu Moru. Klingt aber nicht so gut. So, kriegen wir noch was Neues, wenn wir hier rumgehen. Sieht nicht so aus. Okay. Quatsch, muss ich jetzt an hier die ganze Zeit rumrennen? Du kann ich genauso gut hier. Und kann vorher nochmal beim Mokri tatsächlich speichern. Komm schon. So. Kleiner Wicht. Komm her, du. So. Jetzt wird erstmal gespeichert. Mockmichel. Dafür lecke ich jetzt, wenn ihr es nicht sehen könnt. Neuer Spielstand A. Weil wir sind ja jetzt schon auf CD 3. CD 3 hat angefangen mit der Videosequenz, als Garnet am Grabmal von ihrer Mutter war. Noch eine ganze Szene beim Baum Ifas. Und nachdem Königin Brane gestorben ist, hat eigentlich CD 2 aufgehört. Großherzog, bitte hier lang. Ich weiß. Aber es ist ein weiter Weg für so einen kleinen Juckzieher. Aber Herzog, so weinerlich rett doch kein Champion. Gut, dann wollen wir mal. Oh, der Champion ist eingetroffen. Es gibt uns endlich die Ehre. Matrosin Elin, amtierender Champion, ist bereit, am Finale teilzunehmen. Wir warten schon voller Ungeduld auf euch. Bitte, so tretet noch ein. Geh mal, Herzog. Papst, das ist eine fette Juckzieher, wie widerlich. Widerlich juckt's ab. Kriegst zurück in die Ritze, aus der du kummer bist. Entschuldigung, aber die Juckzieher da ist mein... etwa der Haustier-Champion. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Schon gut, das passiert mir nicht das erste Mal. Och, bin ich neuerdings an sich schon sein Haustier. Ich bin untröstlich, Herzog, aber ihr seid im Moment nur mal eben Juckzieher. Ich erinnere mich denn ständig so dran. Und überhaupt, ich bin der Champion hier. Ich habe das ganze Gezirpe langsam richtig satt.
Oh Mann. Daher hat Elin wohl ihr Spitzname Elin die Juckzieher-Dompteurin. Ah ne, das ist der Vater, Entschuldigung. Aber ich habe immer gedacht, der käme von ihrem seltene Juckzieher-Bekarte. Oh, oh. Das kann ja lustig werden. Ich glaube, da habe ich sowieso keine Chance, egal was ich da entgegenschmeiß. So. Gucken wir doch mal, was wir da ausrichten können. Ich glaube, da habe ich so oder so in die Hose geschissen, von daher. Ja, nehmen wir die noch. So. Ja, Gott sei Dank. Igitt. Okay. Scheiße. Da muss ich mal irgendwie die Karte angreifen. Anders geht's nicht. Ja. Puh, Schwein gehabt. Dann lassen wir das so machen. Schwein, hey, das scheint immer relativ gut zu werden. Dann verstecken wir mal hier. Egal. Ich habe gewonnen. Hehe, sehr schön. Nehmen wir die Xer. Perfekt. Sehr schön. Reinkarnatring erhalten. Trophäe erhalten in Kupfer. Tetratrumpfer. Sehr schön. Ihr habt's geschafft. Was eine Überraschung. Du kommst mal aber nicht drauf, dass du der Champion warst, Elin. Es ist ja schon eine Ewigkeit her, Sidan. Wie geht's? Was rechnen du? Ich bin der Champion. Versitzt nochmal. Oh, was so unerwartet die Freude, Großherzog Sid. Respektlos wie immer. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Einerseits, weil ich am Turnier teilnehme, andererseits führe ich gerade einen Testflug durch. Ein Testflug? Ist ja richtig, am ersten Testflug vom neuesten Luftschiffmodell Hildegard 2. Ist es das neue Modell, was auch ohne Neville fliegt? Exakt. Noch fliegt sie nur mit langsamer Geschwindigkeit, aber immerhin haben wir es hier bisher geschafft. Warum dann gerade jetzt ein Testflug? Im Augenblick war es zwar so aussehen, als sei wieder Friede in unserer Welt eingekehrt, aber das muss ja nicht von Dauer sein. Aber warum dann so in Sorgkönigin gar nicht wird schon Richter? Furchtbar, furchtbar. Ja, Eiko, was liegt da nah? Katastrophe, ich hab's gerade von der heimischen Mokris hier erfahren. Was ist denn passiert? Alexandria, Alexandria. So. Und ich würde jetzt mal sagen, das könnt ihr zwar jetzt schon lesen, aber ich lese es euch erst morgen vor, weil ich jetzt hier meinen Cut mache. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.